Seid begrüßt. Ich heiße Esther und ihr hört doch Proste Yiddish, der Podcast für alle, was lernen sich Yiddish. Ich wünsche euch a gut Jontef, a freilichen Chanukka. Was tut ihr lekovet Chanukka? Zint ihr an die Chanukka lichtlich? Prägelt ihr Latkes? Esst ihr Punschkes? Nu, abi ihr verbringt gut. In dem Episode werdet ihr hören ein bisschen von einem Interview, was ich hab gemacht mit ein paar Wochen zurück. Ja, mein erster Interview für den Podcast. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich meine, es ist gar interessant. Ihr seid great? Gut. Lass mir hören ein bisschen Yiddish. Proste Yiddish. Ich hab letztens gehabt dem Vergnügen zu reden mit Chana Pollack, Arkhivar beim Łעגן. Wir haben sehr gut geschmust und ich hab rekordiert sehr ein interessanten Interview. Und ich will das herausgeben via Zugabe, das heißt Bonus-Episode, für die, was willen hören, etwas ein bisschen mehr advanciert. Aber jetzt, auf dem Episode, wollen wir hören Auszüge von unser Schmus. Ich muss euch sagen, als Chana redet einmal sehr gier. Is vergesst nicht, als ihr könnt das Spielen ein bisschen mehr pamelig, als ihr wollt. Gut. Zum Anhieb hat Chana sich vorgestellt. Grüß allemen. Ich heiße Chana Pollack und ich wohne in die Catskillberg in einer kleinen Städtel, ein Dorf, was heißt Coshocton, New York. Ich habe gewohnt etliche Jahre in der Mizrach Städtel, der East Village in New York und wir sind rübergezogen in der Country durch die Pandemie. Und ich habe gebeten Chana, sie sollte erzählen wegen ihrer Arbeit beim Archiv. Ja, ich bin jahrelang, schon knapp 25 Jahre, ich arbeite wie die Archivar beim Łעגן, die alte jiddische Zeitung. Wir sind noch eine jiddische Zeitung, aber wir sind eine Tage digitalische Zeitung jetzt, bloß auf die Webseite und wir sind auch auf Englisch. Und ich bin verantwortlich auf die Sammlung von der Geschichte von der Zeitung. Und am meisten, das ist eine Sammlung von schwarz-weiß Bilder, von Fotojournalismus, was gewinnt ein wichtiger Teil von unserer Arbeit via jiddische Zeitung. Chana hat euch geredet wegen anderer interessanter Sachen, was befinden sich in Archiv, zum Interviewen mit Schreibers. Und sie hat euch gesagt, als jetzt kann man lernen die alle alte jiddische Zeitungen durch Internet. Und was tut Chana in ihr tagtägliche Arbeit? Also jetzt, ich vernehme sich euch das auch mit Forschen unserer Geschichte. Zulieb kolorlei Siebes sei von die neue Schreibers bei unserer Englischabteilung. Wir arbeiten zusammen zu schaffen archivalische Journalismus und sei für meine jiddische Kollegen, was arbeiten noch in Yiddish und euch ich entweder Sachfragen für Forschers von Umtum, sei Schreiber, sei Akademiker, sei Künstler und so weiter. Und ich bin euch interessiert zu hören von Chana, wegen was sie hat allein geschrieben, wegen Geschichte. Und ich habe ihr gefragt wegen einem Artikel, was sie hat geschrieben wegen queerer, LGBT meistens, was sie hat gefunden in Archiv und euch die meistens wegen queerer Menschen
was man hört nicht. Chana hat geredet wegen ihr Inspiration für den Artikel und speziell wegen Bilder, was sie hat getroffen in Archiv. Es du 2 Bilder, was haben auf mir gemacht, einen sehr starken Räusche. Wenn ich habe angehalten, arbeiten wir in Arkhivar dort und euch am letzten Jahren. Also, der erste ist Bild von öfter die Zuhörer haben gehört von ihr. Peppi Littman, sie ist eine sehr berühmte Schauspielerin, lass mal sagen, Aktrice und Sängerin. Und sie ist nicht gewesen die Einzige, aber sie hat angetan in, was wir heißen auf Englisch, Drag. Sie hat angetan a Sach wie a Jüngel oder a Mann. Und sie ist gewesen eine von die beste abgekleidete wie ein Mann, was ich in meinem Leben gesehen. Und als ihr wollt hören wegen dem zweiten Bild, darf ihr sich zuhören zum ganzen Interview. Es ist sehr interessant. Ihr könnt euch finden eine Verbindung zum Chanas Artikel in dem Transkript. Aber lass mir endigen mit ein bisschen von dem Sof von unser Schmus. Ich hab gefragt, hast du etwas noch, was du willst erzählen unseren Zuhörern? Und Chana hat gehabt ein Excerpt für euch. Tracht wegen seiner jiddische Archivar via Karriere. Es ist ähnlich zu seiner Bibliotheker, aber nicht. Es ist ein bisschen anders. Und ich meine, als jiddische Archivaren sind für mich gewesen sehr wichtig in mein Lernen Jiddisch und mein Verstehen die breite Welt von Jiddischism, sei von den Menschen, was sind in Bilder und sei von den Menschen, was arbeiten, gedei zu raten, die Bilder. Sehr gute Eizer, seine jiddische Archivar. Dank sehr für Reden mit mir, Chana. Die ganze Schmus ist mir gewesen gar interessant. Wie ich hab gesagt, will ich bald herausgeben dem ganzen Interview via Zugabe-Episode und ich sag euch, es wird sein, ja, ein bisschen schwer, aber voll mit guter Meises. Die Woche habe ich gehört von ein paar Zuhörern, was haben geschaffen Lernressourcen für den Podcast. Einer hat geschaffen ein Vokabular, was man kann nutzen mit Quizlet zu überhaseren Wörter. Und der zweite hat gearbeitet mit Google Sheets und hat geschaffen Dokumenten, wo man kann lernen dem jiddischen Transkript Seite bei Seite mit einer englischen Übersetzung. Hat ihr geschaffen etwas Ressource, was man kann nutzen mit Proste Yiddish? Wer soll nutzt du den Podcast? Lasst mir wissen, ich will sie sich teilen mit den Eulen. Wie allemal, ein Dank für sich zuhören zu Proste Yiddish. Bis wir treffen sich wieder, seid gesund und stark.